Der ZT-Talk wird Ihnen präsentiert vom Lindenhof Oftringen mit seinem professionellen Catering-Service, der CSS-Versicherung, Deine Gesundheit, dein Partner und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Die letzten 5 Talks haben wir über die Sofiger Politik geredet. Heute reden wir über ein Thema, das viel weiter weg ist. Heute reden wir einmal über China. Herzlich willkommen zum ZT-Talk. Aber eben, das Thema ist nur vermeintlich weiter weg, denn China ist schon viel näher in unserem Leben und in unseren Produkten, als viele von uns sich das vorstellen können. Ich habe heute einen China-Experten und Berater bei mir zu Gast. Er hat das Mandat von Regierungen, von der öffentlichen Verwaltung und von öffentlich exponierten Unternehmungen. Und er beratet unter anderem die Schweizer Armee. Heute ist er zu mir ins ZT-Studio gekommen. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Remo Reginold. Besten Dank für die Einladung. Gerne, Herr Reginold, Sie haben ja Theologie und Philosophie studiert und sind heute als Politberater tätig. Sagen Sie mir einmal, wie kommt man von einem Theologiestudium quasi ins Politberatungsbusiness? Das ist eine sehr gute Frage. In medias res, glaube ich, gehen wir gerade, wie ich merke. Politikberatung, ich glaube, das ist mehr so ein Hut, den wir uns mal aufgesetzt haben, obwohl der Ausdruck, glaube ich, Berater oder Beratung, glaube ich, nicht der richtige Ausdruck ist für das, was wir machen. Wir sind viel mehr Übersetzer. Facilitator, das ist also ein Modebegriff, Ermöglicher, Weltenverbindende, das ist ein bisschen das, was wir machen. Also das heisst, ich kurz unterbrechen, wenn Sie sagen, Sie sind Co-Geschäftsführer von einer so ein Beratungsunternehmen, sage ich jetzt mal, und aktiv bei einem sogenannten Think Tank beim Swiss Institute for Global Affairs. Einfach, dass wir das noch eingeordnet haben. Ne? Sehr gerne. Gut, jetzt, genau. Politikberatung, das steht auch bei uns in unserem Label drin, das ist richtig. Aber eben, ich glaube, wir sind mehr Übersetzer zwischen Welten, zwischen unterschiedlichen auch Logiken, Sprachen durchaus auch, aber das jetzt nicht Französisch-Deutsch, Deutsch-Englisch, sondern wirklich auch mit Sprachen tut man ja ganze Lebenswelten auch transportieren. Also sprich mit anderen Worten, wir bringen ein Wissen oder eine Kraft an Boden, wo man zwischen Wissenschaft, der Bundesverwaltung, vor allem der öffentlichen Verwaltung auf Bund natürlich, Stufe Bund, dann der Politik und der Öffentlichkeit können irgendwo zusammenbringen und artikulieren. Also immer dann, wenn es um Lösungsansätze geht, um Ideengenerierung geht oder eben auch um Strategien zu entwickeln, wo man nicht einfach einen One-Way, also einen Tunnelweg hat, also Ursache-Wirkung, immer dort, wo es nicht um die Ursache-Wirkung geht, sondern wo es dreidimensional oder fast so vierdimensional oder multidimensional geht, also polyvalent, dort sind wir quasi daheim. Und jetzt die Frage nochmal, wie sind Sie denn von Theologie und Philosophie das Geschäft? Das ist der zweite Teil, den ich noch müsste erklären müsste. Und der zweite Teil besteht darin, Theologie, Philosophie, das ist für mich eine Art zu denken, eine Schule des Denkens. Und ich glaube, die Schule des Denkens hat mir sehr gut da. Es war auf eine Art für mich ein Rucksack, den ich mir aneignen mit viel Inhalt. Und ich sage auch meinen Studierenden, ich lehre an der Universität, an der Uni in Basel, ich sage auch meinen Studierenden immer, was ihr studiert, ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass ihr dann nachher den Inhalt, den ihr mitnehmt, dann versucht zu übersetzen in eine Welt draussen. Die Welt ist so reich, da gibt es nicht einfach richtig und falsch. Aber mit einem Guten da, ja, Brain und ein bisschen Herzensbildung, ja, kommt man sehr weit. Und das hat zum Teil dann, also ich war lange in der Akademie drin, dann zum Teil auch zufällige Konstellationen, die dazu geführt haben, dass ich jetzt da bin, wo ich bin. Es führt aber zu lange, jetzt das alles auszuführen. Aber vielleicht gleich konkret eben ein Auftrag als Berater, als Übersetzer, wenn wir nicht vom Berater reden, als Ermöglicher. Was kann man sich darunter vorstellen? Ja, ich kann natürlich... also nicht über nicht, klar über den Ja, ich kann jetzt nicht ganz so inhaltlich... Ja. Aber die Sache kann folgendermaßen sein, man hat zum Beispiel einen politischen Auftrag, ganz klar ein Dossier, das man muss, als zum Beispiel ein Regierungsrat oder als Bundesrat verantworten oder sonst Verantwortung muss wahrnehmen. Und dann gibt es meistens auf ein Problem, ich sage es jetzt mal ein bisschen plakativ, eine Sicht von einer Bundesverwaltung, wo in sich eine Eigenlogik oft auch hat, ein Bundesamtsdirektor, der auch eine gewisse, ich sage jetzt mal, Linie fährt, der auch zur rechten Linie muss fahren. Und dann hat man ich sage mal, eine juristische Perspektive. Und dann gibt es noch eine ökonomische Perspektive. Dann gibt es noch so eine gesellschaftliche, sozialpolitische Perspektive. Und dann hat man vielleicht sogar noch das Ausland dabei. Und dann muss man irgendwo Position beziehen.
Und unsere Aufgabe besteht darin, die unterschiedlichen Positionen und Welten und Sachzwänge zu analysieren, zu verstehen und dann so zu bündeln, dass sie mögliche Handlungsoptionen zum Beispiel in einem Entscheidungsträger könnten beitragen oder dann eben auch ganz stark über Inhalt auch erklären, was kann was wieder auslösen. Das sind jetzt zum Beispiel so Strategiemandate. Läutet man ihnen manchmal auch an wie feuerwehrmässig? Ja, das Feuerwehr vielleicht weniger. Weil die Themen, die wir angehen, die sind weniger Feuerwehrthematik. Oft sind es zwar Feuerwehr, aber sie merken jetzt nicht, dass es Feuerwehrthemen sind. Bei uns heisst es oft, wir haben ein Problem. Das kann auch sogar in der Organisationsentwicklung sein. Wir haben ein Problem, weil man versteht die unterschiedlichen Themen nicht. Also wir haben das auch bei grossen, auch bei exponierten Unternehmen, öffentlich exponierten Unternehmen gesehen. Wir haben eine Führung, die mit dem Dampfer meistens sehr gross auch versucht, den Richtungswechsel zu machen. Digitalisierung ist so ein Thema, einen Richtungswechsel zu machen. Die Chefetage hat es verstanden, wo es durchgeht. Und jetzt haben sie den Tanker. Die Chefetage geht hier langsam durch, der Tanker geht noch hier durch. Und irgendwann hat dann aber die Mannschaft auch, die Frauenmannschaft, verstanden, dass es in diese Richtung geht. Und wenn sie dann auf dieser Höhe sind, ist die Chefetage schon längstens wieder da. Also wie bringt man die Kraft an den Boden? Und einer von unseren Ansätzen ist dann wirklich, und das unterscheidet uns und macht uns fast ein bisschen einmalig in der Schweiz, ist, wir gehen ganz stark über Inhalt. Also bei uns sind es wirklich die inhaltgetriebenen Sachen, weil wir sagen, man kann alles schön machen, auch PR-mässig, sauber aufbereitet, ein schönes Kleidchen machen, aber heutzutage sind die, ich sage jetzt mal, die Fragestellungen so komplex, dass man sie nur über den Inhalt kann transportieren kann. Inhalt heisst auch immer wieder auch Glaubwürdigkeit. Das Thema, das wir vielleicht zu China oder vielleicht auch noch genauer anschauen. Kommen wir doch gerade zu dem Thema. Was hat denn, das ist eines von diesen Themenfeldern, wo Sie sich jetzt stark drin engagieren und damit beschäftigt. Was hat Sie dort geführt? Woher das Interesse, die Faszination möglicherweise für China? Sie haben vorher das Swiss Institute for Global Affairs angesprochen, wo ich als Direktor amten darf, der Think Tank. Es ist ein Think Tank, der sich mit Geo- und Sicherheitspolitik auseinandersetzt. Einer von den ganz, ganz wenigen in der Schweiz, der privat mit eigenen Mitteln versucht, sich dem Thema anzunähern. Und wir haben so 3 Schwerpunkte, die wir thematisch bearbeiten. Einer ist geografischer Natur, das ist der ganze indopazifische Raum. Das ist alles plus minus von Indien bis Japan. So ein bisschen. All das, also der Indische Ozean und der pazifische Teil, den ganzen Raum analysieren wir. Und da merken Sie schon, dort ist China ein wichtiger Akteur. Wir haben aber noch ein weiteres Themenfeld, das uns stark beschäftigt, das ist der Weltraum. Sehr interessantes Thema. Ist weit weg, wäre eine andere Sendung wert. Weit weg und zugleich auch sehr nahe wieder. Da gehen sehr interessante werden Themen lanciert und auch Problemstellungen schon diskutiert, wo real schon heute Effekte bei uns in Zofingen auch produzieren. Und drittens ist der ganze Cyberspace. Das ist ein Thema Digitalisierung, das man unter dem zusammenfassen kann, aber wir gehen einen anderen Weg. Und wir haben auch gemerkt, die ganze Thematik Digitalisierung, Cyber wird sehr schnell technisch. Und wenn es technisch wird, und ganz viele bei uns in der Schweiz und auch sonst, haben nicht allzu viel Ahnung über Technik, was da genau abgeht. Und dann wird das sehr schnell ad acta gelegt. Also weil man eine Übereinkunft getroffen hat, dass man eigentlich keine Ahnung hat und darum ist alles okay. Und überlässt es den Technologen und wir sagen, nein, und da müssen wir genau hinschauen. Also wir analysieren die menschliche Dimension, was die Digitalisierung, also schlaflose Gesellschaft zum Beispiel, weil wir 24 Stunden mit dem Mobil erreichbar sind. Und jetzt, wenn ich die Themen schnell aufgelistet habe, geografisch, ist China definitiv ein zentrales Thema. Weltraum ist China auch ganz wichtig. Und wenn man die ganze Digitalisierung anschaut, ist China auch ganz wichtig. Also Sie merken, es liegt wie auf der Oberfläche. Genau, es ist ja auch in den Nachrichten in den letzten Tagen und Wochen sehr oft ein Thema. Und viele denken möglicherweise, was geht mich das an? Das China, das ist doch sehr weit weg. Das ist aber nicht so. Können Sie uns ein bisschen schildern, wie eben chinesische Produkte oder auch schon chinesische Ideologie oder Kultur in unserem Leben schon ganz tief drin sind, in unseren Produkten schon tief drin sind? Einfach möglichst konkret, dass wir noch ein bisschen ausbeindeln aus Ihrer Perspektive. Ganz konkret, China war immer schon ein Teil von uns.
Es ist jetzt auch medial präsenter, weil ein Bundesrat eine China-Strategie formuliert hat. Wir haben Menschenrechtsprobleme, wir haben China, das jetzt ein bisschen prominenter da ist. Aber ich würde sagen, Herr Pfister, schon in den 90er Jahren war China schon sehr nah da gewesen. Und wenn ich jetzt das Studio hier anschaue, ich glaube, ohne China könnte man die Sendung hier gar nicht machen. Ganz einfach. Also, es fängt damit an, dass wir unseren Alltag, Gadgets, wenn ich das so darf sagen, elektronische Geräte, auch Textile, das weiss man meint immer Textile, ihre Jackett und meins kommt von Bangladesch, nicht zwingend. Und mit anderen Worten, überall dort, wo Made in China draufsteht, ja, das kommt von China. Und ich animiere die Zuschauerinnen und Zuschauer mal zu schauen, was alles Made in China etikettiert ist. Aber es hat ganz viele Sachen, die Made in China sind, wo wir nicht mal wissen, dass sie Made in China sind. Es hat anscheinend, das hat mein Geschäftspartner letztens gesagt, der Donald Trump, das habe ich nicht mitbekommen, hat man anscheinend mal bei den Streitkräften geschaut, wo ist alles China drin. Also sprich auch bei den Electronical Devices, weil sie wollen ja, man hat ja von Trump mitbekommen, oder? Unabhängig sein, Make America Great Again und so weiter und so fort. Und dort haben sie herausgefunden, also es hat fast überall entweder ein Chip, ein Plastikteil, also die amerikanischen Streitkräfte könnten dort funktionieren ohne Chinesen. Und dasselbe gilt für Herrn Meier und Frau Sutter in Zofingen oder Savenwil, genauso, wenn sie den nächsten Muffin Cake oder was immer machen ohne China, non-possible. Also Betty Possi müsste aufhören. Ein anderes Beispiel, das Sie mir im Vorgespräch erwähnt haben, die ursprünglichen Seidenstrassen, die kennt man ja. Also das sind wirkliche Strassen gesehen, das ist eine wirkliche Strasse, wo eben Seide transportiert worden ist. Darf ich Sie schnell unterbrechen? Ja. Das ist ein schöner Mythos. Okay. Also die Forschung hat schon längstens nachgewiesen. Erstens, die Strasse hat es nie gegeben. Und zweitens, wenn etwas transportiert worden ist, ist es alles andere als Seide. Okay. Aber super zum Verkaufen. Also Marco Polo, und da kann man ganz grosse Geschichten machen. Sie reden jetzt aber von versteckten Seidenstrassen, die auch nicht immer noch nicht Seide transportiert werden. Nein, genau, ich weiss es nicht. Aber sagen Sie doch einmal, was muss man sich unter diesen versteckten Seidenstrassen konkret vorstellen? Erlauben Sie mir gleich mal einen Rückgriff zu nehmen auf die sogenannten alten Seidenstrassen, wo man gerne so als Referenz nimmt, das Historische. Es hat natürlich schon gewisse Verbindungen gegeben, aber nie so als zusammenhängende Strasse. Das wird jetzt gebraucht mit einer kommunistischen Führung, die sehr selbstbewusst auftritt und gerne auch Geschichte als Referenz nimmt. Und hat natürlich sehr clever die alte Geschichte transportiert in die Neuzeit und eigentlich gesagt, sind wir die völkerverbindende Nation immer schon gewesen. Und wir tun das jetzt wieder erleben lassen mit den neuen Seidenstrassen. Es gibt eine maritime und es gibt eine zu Land, wo die asiatische Landmasse mit Europa verbindet, also auf dem See, wie aber auch auf dem Landweg. Und wir an unserem Institut sagen, das ist sehr interessant. Und das propagiert es auch sehr stark. Öffentlich, überall. Was sie weniger machen. Und wenn man genau hinschaut, und das ist jetzt doch etwa 2,5 bis 3 Jahre tiefe Analyse von unserer Analysearbeit von unserem Institut, ist darauf hinzuweisen, es gibt, und wir haben jetzt so 3 grosse Seidenstrassen weiterentdeckt, die kaum bis gar nicht propagiert werden, aber dafür umso strategisch verfolgt werden. Das sind 3. Das ist erstens, wir nennen sie eine digitale Seidenstrasse. Zweitens, eine Solar Silk Road zu Englisch, also zu Deutsch eine Weltraumseidenstraße. Und drittens reden wir noch von einer polaren Seidenstraße, also eine Seidenstraße, die die Arktis versucht, sage jetzt mal kreativ zu bespielen. Das sind so die 3 grossen Schauplätze. Und jetzt erlauben Sie mir vielleicht gerade mal zurückzuspielen und dann könnte man jetzt fragen, was hat das mit Zofingen zu tun? Was hat das mit Zofingen? Das wäre jetzt meine nächste Frage. Genau, was hat das mit Zofingen zu tun? Ich sage jetzt mal prima vista nichts und zugleich alles. Wir leben in einer globalisierten Welt. Die globalisierte Welt ist als Zofingen schon längstens angekommen. Also ich glaube, das müssen wir uns auch vor Augen führen. Wir könnten, das ist das, was ich vorher gesagt habe, nicht funktionieren mit mehr in der Schweiz, regional und so weiter und so fort, ohne zugleich auch immer national und international zu denken. Gerade die Kleinschweiz, die so extrem vernetzt ist auf Finanzströme, aber auch mit Dienstleistungen und extrem auch abhängig ist von den internationalen Flüssen.
ist extrem vernetzt und jetzt können sie anfangen zusammenzählen. Wenn ich von einer digitalen Seidenstrasse rede, hat China es geschafft, jetzt in den letzten ungefähr 10 Jahren eine digitale Infrastruktur aufzubauen, wo, ich sage jetzt nicht nur Asien und Europa verbindet, sondern eigentlich die ganze Welt. Und was heisst eine digitale Seidenstrasse? Wir reden heute von Cloud Services. Ich weiss nicht, ob ihr ein Medienhaus auch von Cloud und so weiter und so fort. Die Leute haben immer so ein das Gefühl, das ist etwas Wolkiges. Ich sage immer, nein, das sind harte Fakten. Ihre Daten, die sind nicht irgendwo wolkig, irgendwo. Ja, beim Petrus in der Nähe. Nein, die sind auf der Erde. Also Datencenter. China betreibt die grössten Datencenter und ich bin überzeugt, dass die Hälfte, was wir jetzt gerade reden, irgendwo zwischengespeichert wird, irgendwo im fernen Osten. Und jetzt gibt es nicht nur die Datencenter, sondern irgendwie müssen ja die Daten hier von Zofingen auf das ferne China kommen. Und dazu sind die Unterseekabel absolut entscheidend und kritisch. Ja? Und wir reden gerne von Huawei, um jetzt hier eine Firma zu nennen, wo oft in den Medien schon war, kritisch angeschaut wurde. Wir haben eine andere Firma entdeckt. Ist zwar auch Huawei, aber Huawei Marine. Das ist der Anbieter weltweit, der das grösste Unterseedatenkabelnetz der Welt betreibt. Und derjenige, der über die Infrastruktur bestimmt letztlich auch, wer welche Informationen, Klammer auf, Daten überkommt oder eben auch nicht überkommt. Und plötzlich kann man sagen, ihre Ferienfotos, no access, weil, ich sage jetzt mal, die Chinesen keine Lust haben. Jetzt ist ja das weitere Einparteiensystem gut dokumentiert. China verfolgt Minderheiten, gut dokumentiert überwacht die eigene Bevölkerung, relativ rigoros. Trotzdem muss ja jetzt die Schweiz mit China eine Art eigenständige China-Strategie fahren. Das ist in den letzten Wochen gerade das Thema gesehen. Man will im Geschäft bleiben, man will die traditionell guten Beziehungen weiterhin pflegen. Es gibt ja auch ein Freihandelsabkommen. Wenn Sie jetzt das schon so schildern, oder? Die Machtausweitung von China in den letzten Jahren, kann die Schweiz überhaupt quasi eine eigenständige Position, eine eigenständige Politikhaltung in dieser Thematik China? Ist das überhaupt möglich? Oder müssen wir sich ganz einfach besser gerade in der europäischen Position anschließen? Wie sehen Sie das? Genau. Also eine sehr gute und wichtige Frage. Ich meine, der Bundesrat hat jetzt etwas mal formuliert, hat das versucht zu formulieren. Sehr lang ist auch ständig der Ruf gekommen, aus unterschiedlichen politischen Lagern, aber auch ökonomischen Konstrukten. Man muss irgendwo eine Position mal formulieren. Das hat jetzt der Bundesrat geliefert. Wir haben oft auch gesagt, keine Strategie haben ist auch eine Strategie. Jetzt hat er aber sich geäußert, hat die entsprechende Ohrfeigen bekommen, oder, von China. Dort hat man das gar nicht gern. Genau, der Botschafter ist auftreten. Genau, aber auch das Außenministerium, redet von Mikrofondiplomatie, hat man nicht gern angeschaut. Und sie fragen, ob man das nicht gerade an der Europäischen Union sollte anhängen. Unsere Strategie, und ich würde sagen, peinlichst aufpassen, nein. Weil sie haben sich unterdessen bessert, die Europäische Union, wenn ich jetzt so dezidiert sein darf. Ich habe schon die ersten Strategiepapiere gelesen und das habe ich sagen, Entschuldigung, von wo kommt da? Etwas dürfen Sie nicht ganz vergessen, so Papiere, so Weissbuchstrategien nennt man das gerne in der Diplomatie, das sind nicht wirkliche, ich sage jetzt mal, also das sind, wie soll ich sagen, whitewashed papers, also so geschrieben, dass sie irgendwie so neutral und diplomatisch überkommen wie möglich. Ob jetzt das braucht oder nicht, ist eine gute Frage. Ich glaube, die Schweiz eine China-Strategie kann fahren, ja, eine eigenständige. Das ist eine gute Frage. Oft wird ja auch behauptet, dass China jetzt das Freihandelsabkommen mit der Schweiz hat, um mal die Schweiz als Spielball zu brauchen, um in die Europäische Union hineinzukommen, zu schauen, wie funktioniert Europa überhaupt. Ich würde aber einen anderen Punkt hervorheben. Ob es dazu eine eigenständige China-Strategie braucht, ja, über das könnte man sehr lange diskutieren. Eine, die vom Bundesrat abgesegnet ist mit dem Whole-of-Government-Approach, also wo die ganze Regierung dahinter steht, ob man das wirklich braucht, das sei dahingestellt. Aber ich würde etwas anderes hervorheben und das ist dann vielleicht dann doch wieder auch unsere Stärke und eine Art von Strategie. Nämlich unsere Stärken hervorzuheben, ohne dass die irgendwo in einem Papier festgeschrieben sind und unsere Stärke. Und die sehe ich gerade ganz stark gegenüber einem Gigant wie China, also Klein Schweiz, Gross China, besteht in unserem dezentralen System. Ich mache Ihnen schnell ein Beispiel. Es hat mal einen Fall gegeben, wo ein chinesischer Grossinvestor, ich nenne jetzt keine Firmennamen, ein Energiehaus in der Schweiz aufkaufen. Oder nicht aufkaufen, ein paar falsch ausgedrückt, hat Anteil wollen.
so muss ich sagen, hat das als strategische Opportunität gesehen, wie ganz viele andere das auch gesehen haben. Also können auch Amerikaner kommen oder you name it, Schweden oder wer auch immer. Hat das gesehen, hat dann offiziell auch die offiziellen Kanäle kontaktiert, ob man das darf und so weiter und so fort. Und es ist ein privatrechtliches Unternehmen. Und ist dann dort Vorstellung geworden und ist auch sehr schnell wieder zurückgezogen, aus einem ganz einfachen Grund, wo er gemerkt hat, das Aktionariat, das besteht aus so vielen kleinen Gemeinden und ich sage jetzt mal Weiler und Nebengemeinden und Kantonen und sonstige Korporationen. Da hat er gesagt, da können wir ja gar keine Strategie fahren. Also das könnte eine Strategie sein. Es geht jetzt ganz konkret um die Frage, soll man sich gewissen Sanktionen anschließen, ja oder nein? Ja oder nein? Schwarz oder weiß jetzt einmal? Es gibt eben nicht schwarz oder weiß in der Geopolitik. Das hat mir mein Theologiestudium eben erklärt. Schwarz-Weiß, das ist zu einfach. Man macht es gerne einfach. Auch für die Medien ist es einfach, schwarz-weiß zu malen. Aber es gibt nicht, weil es gibt überall Einfallstellen oder Sollbruchstellen, die man schön bedienen kann. Also man kann zum Beispiel sagen, eben Investitionskontrolle. Das war das Thema, das im Parlament aufgepoppt ist. Gut, dann investiert man nicht via China, sondern China investiert ganz viel über ihre Vehikel über Singapur oder Madagaskar. Und dann wollte ich dann sehen, wie sie möchten ihre Investitionskontrolle aufrechterhalten. Also da gibt es sehr findige Wenn man jetzt so zulässt, wird das 21. Jahrhundert das Jahrhundert vom neuen Kolonialismus, Neokolonialismus, Chinesisch. Der Ausdruck Kolonialismus ist natürlich stark geprägt mit einem gewissen Bild. Ich würde sagen, was wir haben, also wenn wir fair sein, haben wir ein koloniales Zeitalter erlebt, das 20. das von den Amerikanern geprägt worden ist. Also, und jetzt geht die Reise weiter. Der Narendra Modi, der Premierminister von Indien, ist auch klar gewesen, es wird ein asiatisches Jahrhundert sein, wo Asien einen Ton wird angeben. 2 Volkswirtschaften, die zentral werden sein, die Volksrepublik China und Indien, wo starke Player werden sein. Ich erlaube mir schnell, Klammer auf, 2 Player, wo der Mittelstand noch nicht ausgebaut ist. Also das gibt schon noch eine spezielle Kurve, die man dann der Mensch ankriegen muss, Klammer geschlossen. Und ein China, das wirklich zentral wird sein, das wird versuchen, und sie ist sehr clever, oder das China ist sehr clever daran, das jetzt schon zu machen, ihre Art von der Welt. Ja, nicht uns aufzudrücken, sondern uns zu erklären oder uns aufzudrücken, ohne dass wir es merken. Von dort her, ja, zu einer neuen Form von Kolonialismus, aber eine, die nicht zwingend durch Fakten, also sichtbare Infrastrukturen, Seidenstrasse ersichtlich ist, sondern mehr in der Normen, in der Verschiebung der Normen. Wenn Sie das alles in Rechnung stellen, du die konkrete Frage, kaufen Sie am Schluss ein chinesisches Handy? Nein. Ja, ganz einfach. Wenigstens einmal ja oder nein? Wenigstens einmal Sie kaufen ja nicht 2. Nein, erlauben Sie mir Folgendes zu sagen. Ja, weil am Schluss kommt es nicht darauf an. Ich habe es vorher erklärt, die Infrastruktur hat Huawei schon längstens. Also eben Swisscom oder Deutsche Telekom funktioniert ohne Huawei nicht. Von dort her kommt es auch nicht mehr so darauf an. Und nein, weil ich versuche so gut, es geht eben, mich davon abzuschirmen, aber dafür wird es heissen, eben Nein zu einem Smartphone. Andere Produkte, wo Sie sagen, nein, lieber nicht? Oder soll der Konsument in dem Fall auch jein? Ja, jein. Also Sie können schon ein anderes Gerät mit einem Äpfel oder mit einem anderen Obst kaufen. Dann sind einfach Daten bei dem Unternehmen. Der Unterschied besteht darin, dass das Unternehmen die Daten hat. Beim anderen ist es tendenziell, und das wissen wir nicht, und das sind also Annahmen, beim Staat. Und das ist ein chinesischer. Herr Reginold, sehr interessant gewesen, Ihnen zuzuhören. Die Analysen über China haben Sie auf die Sophie gebracht. Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Nächste Woche, neues Thema, neuer Tag. Hoffentlich wieder mit Ihnen. Danke fürs Zuschauen. Der ZT-Talk ist Ihnen präsentiert worden vom Lindenhof Oftringen mit seinem professionellen Catering-Service, der CSS Versicherungen, Deine Gesundheit, dein Partner und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Hallo Glück, hallo Trost, hallo Leben. Wir sind bereit. CSS Versicherung. Lindenhof Oftringen. Unser Catering-Service sorgt für kulinarische Highlights, auch an Ihrem Event.